Er dachte beim Gehen ans Liegen, beim Sitzen ans Liegen, beim Stehen ans Liegen, sogar beim Fliegen dachte er ans Liegen. So war mein Bruder Richard. Er hatte den ganzen Tag über den Himmel in den Augen. Und wenn ein Hund ihm nachlief, dann sagte er: Bleib bei mir, geh nicht fort. Wo Richard ging, ging von nun an auch der Hund. Und der Hund folgte, wohin meines Bruders Beine führten. Ich nenn dich... Wie nenn ich die? Nach einer Woche konnte der Hund alles, was Richard glaubte, dass ein Hund können müsse. Ich nenn dich Shamash. Und am Montag in diesem herrlichen Sommer fand mein Bruder beim Bodensee, dort wo die Baggerlöcher sind, eine Badewanne. Die diente vielleicht als Tränke für die Pferde, damit sie nicht von dem Wasser saufen, in dem Mütter mit Kindern badeten. Es war früh am Vormittag, erst 9 Uhr. Richard zog sein Hemd und die Jeans aus, verknotete sie. Komm mit, Shamash. Und verbarg sie hinter einer Weide. Komm! Er zog die Wanne ins Wasser, balancierte erst im Stehen und setzte sich am Ende hinein. Shamash sprang ihm nach. Das tut gut, oder? Löwenherz. Hörspiel nach dem Roman von Monika Helfer. Bearbeitung und Regie Elisabeth Weilenmann. Es war sicher schwer für ihn, in der Badewanne die Balance zu halten. Er wusste, in den Baggerlöchern am See wurde das Wasser gleich sehr tief. Und würde er kippen, müsste er schwimmen. Und schwimmen konnte er nicht gut. Er fiel ins Wasser, ruderte mit den Armen. Shamash! Das hätte, wie vieles andere davor und danach, das Ende meines Bruders sein können. Shamash, komm! War es aber nicht. Shamash! Eine junge Frau nämlich, schwanger, dazu mit einem Kleinkind zwischen ihren Schenkeln. Diese junge Frau sah Richard, wie er um sein Leben strampelte. Butzi, du wartest hier. Sie setzte ihr Kleinkind ab, Mama? warf die Kinderluftmatratze ins Wasser und schwamm damit zu meinem Bruder. Halt die fest und leg die mit der Brust drauf. Die schwangere Frau hieß Kitty, also eigentlich Katharina. So, gerettet. Aber Kitty klang in ihren Ohren exklusiver. Danke. Sie war 20 Jahre alt, ihre Haare blond, die Augen stechend blau. Kannst du nicht schwimmen? Klar kann ich schwimmen. Ich hab eine Kaulquappe verschluckt. Was meinst du, wenn du sagst, in ihrem Herzen ist sie 30 oder 40, wenn nicht sogar 50 oder 60? Fragte ich Richard, als er mir, das war leider viel später, da war das meiste schon zu spät, von Kitty erzählte. Er antwortete nicht darauf. Aber ich hätte antworten können, und zwar noch ehe ich Kitty kennenlernte. Er meinte damit, er kann ihr nichts vormachen. Seine Geschichten greifen nicht bei ihr. Er kann sie nicht verzaubern, wie er immer alle verzaubern konnte. Er kann ihr keine Angst machen. Hey, bleib stehen! Ich hab deine Adresse nicht und weiß nicht, wie du heißt. Ich schreib dir meine Adresse auf. Außer seinen Geschichten hatte mein Bruder nicht viel zu bieten. Kein Geld und auch keine Ambition, keinen Ehrgeiz. Er sah aus wie der hübsche Bruder von Alan Wilson, dem Sänger von Canned Heat. Der war damals schon tot, der hatte sich mit 27 das Leben genommen. Richard würde es mit 30 tun. Mein Mann Michael, der Richard besser kennenlernen würde, als ich es je getan habe, obwohl er mein Bruder war, der sagte nach Richards Tod: Ich weiß niemanden, dem das Leben so wenig wichtig war wie dem Richard. Er arbeitete als Schriftsetzer. Wirklich niemanden. Aber eigentlich war er Maler. Wenn er am Fußboden in seiner Wohnung lag und malte, er malte nur im Liegen, wie denn sonst, dann, so hätte ich gesagt, hätte mich einer gefragt, dann war er glücklich. Er malte mit Öl und Plakatfarben und dachte dabei an nichts, schon gar nicht an sich selbst. Nicht ans Trinken, nicht ans Essen, nicht ans Rauchen, dachte er. Einfach an nichts.
So, da sind wir, Putzi. Sag dem Papa Hallo. Hallo. Kitty nahm es nicht so genau mit den Männern. Ein netter Mann hat mir unten aufgemacht. Für Putzi kam als Vater ein Araber in die engere Auswahl. Der wusste nichts davon. Du erinnerst dich ja an mich, gell? Ja, doch. Vom Ungeborenen wusste sie den Vater. Ich bin die dir das Leben gerettet hat. Sowas vergisst man eigentlich nicht so schnell. Es war ihr Vermieter, mit dem sie schlief, weil er ihr angeboten hatte, sie dürfe umsonst wohnen, wenn sie ihn ab und zu lasse. Das wird bald dein Zuhause. Als er von ihrer Schwangerschaft erfuhr, wollte er nichts mehr mit ihr zu tun haben. Er werde alles abstreiten, falls sie an Alimente oder so denke. Bis nach der Geburt könne sie bleiben. Der Herr war verheiratet und Kitty hatte ihm Verschwiegenheit versprochen. Verschwiegenheit allerdings nur seiner Frau gegenüber. Also nicht Verschwiegenheit einem Fremden gegenüber. Zum Beispiel Richard. Er war ein Trottel, musst wissen. Ihm erzählte sie alles. Ein verheirateter Trottel. Kitty ließ nichts aus. Und sein Schwanz, der war gefleckt. Wie manche Kühe auf der Weide. Ich weiß das, weil Richard ein Bild gemalt hat. Ein die ganze Fläche ausfüllender, fetter Mann mit einem irrigierten, gescheckten Penis. Den Titel des Bildes pinselte er ihm über den Kopf. Ja. Der Vermieter. Und jetzt? Jetzt bin ich zu dir gekommen, jetzt bin ich da. Deine Lebensretterin. Jetzt bin ich da, damit du mein Leben rettest. Dann sind wir quitt. Soll ich deinen Vermieter umbringen lassen? Nein, du sollst das erste Putzi nehmen, wenn ich im Krankenhaus das zweite Putzi krieg. Nur 2 Wochen. Und dann? Dann hole ich sie wieder und wir sind quitt. Ja, und wohin ziehst du mit die 2 Kindern? Du hast ja dann keine Wohnung mehr. Bis dahin, mein Lieber, habe ich eine. Und wie kannst du das organisieren? Vom Spital aus? Das verstehe ich nicht. Ich, mein Lieber, lerne im Spital jemanden kennen. Wahrscheinlich sogar einen Arzt. Ich kenne einen Arzt. Der wäre sicher nicht abgeneigt. Er ist Psychiater. Soll ich ihm sagen, dass ich jemanden kenne, der an einer Liebschaft mit ihm interessiert wäre? Er hat ein Haus oben am Pfänderhang. Am selben Abend besuchte Richard mich. Der Vermieter, musst wissen, ist verheiratet. Er erzählte mir alles und spielte das Gespräch nach. Ich habe ihm versprochen zu schweigen. Nicht, damit wir beide darüber lachten, sondern um sich ein Bild von Kitty zu machen. Aber dir kann ich's ja sagen. Du bist ja nicht seine Frau. Er musste erst etwas nachahmen und dann verstand er es. Er kommt 2-mal die Woche zu mir runter. Er musste Kitty nachspielen. Dafür zahle ich keine Miete. Dann verstand er sie. Und nun bin ich aber schwanger von dem Vermieter. Allen, die ihn kannten, ist aufgefallen, dass er den Tick hatte, Sätze nachzusprechen. Und du nimmst, wenn ich das zweite Putzi krieg, das erste Putzi. Ich zeige meinem Mann Michael, was ich bisher geschrieben habe. Michael war damals mein Liebhaber, ich war aber auch noch verheiratet. Irgendwann, als mein Mann auf Geschäftsreise war, besuchte er mich und wir machten es uns 2 Tage schön. Da klingelte Richard an der Tür. Ich stellte die beiden einander vor. Wir redeten und tranken Wein und rauchten ein bisschen von dem Gras, das er anbaute. Ich kann ihn gut leiden, den Michael. Und dass er mit dir ein Verhältnis hat, das finde ich wunderbar. Alles, was dir gut tut, das finde ich auch gut. Ja, hallo. Ich bin die Nachbarin von der Kitty. Sie hat wieder ein Mädchen auf die Welt gebracht. Ich soll ihr sagen, sie ist noch im Spital und ich soll das Putzi zu ihrem Vater bringen. Papa. Naja, zu dir. Na da. Na, nimm sie. Na, komm her. Papa. Komm. Okay, vierte. Da standen sie nun in seinem kleinen Zimmer. Der falsche Papa und die falsche Tochter. Putzis Höschen war nass. Die Frau hatte einen kleinen Koffer dagelassen. Den öffnete er, fand darin 5 Windeln und ein paar frische Anziehsachen, grob hineingestopft. Wie wenn man jemanden loswerden will. Hast du Lust auf etwas? Ja. Richard sprach mit Putzi wie mit einer Erwachsenen. Und auf was? Ja. Ja. Willst du jassen? Putzi wusste natürlich nicht, was Jassen ist. Richard holte ein Paket Jasskarten aus dem Kasten und legte die Karten auf. Geduldig, mit Freude und viel Gelächter, brachte mein Bruder dem Kind das Jassen bei. Dann spielten sie ernst und um Geld. Monika,
Ich habe schon überlegt, zur Polizei zu gehen. Sie dort einfach abzugeben. Aber Richard ging nicht zur Polizei. Ich kann ihr sagen, dass sie mir auf der Straße zugelaufen ist. Aber sie schaut mich so lieb an. Er kam mit dem Kind zu mir. Es war eben der Abend, als sich mein Mann Michael und er kennenlernten. In meiner Küche war ein Kanapee, da legten wir Putzi drauf, deckten sie mit einer Decke zu. Schlaf gut. Eine Weile schaute sie uns stumm an aus ihren funkelnden Augen. Dann schlief sie ein. Fast 2 Monate hörte Richard nichts von Kitty. Und er hatte sich damit abgefunden, dass ein Kind bei ihm lebte, das Papa zu ihm sagte. Er lernte Putzi für die Nacht zu wickeln. Er kochte verschiedenes Mus. Apfelmus ist das beste Putzi. Er brachte ihr bei, mit dem Schöpflöffel das Mus auf den beiden Tellern zu verteilen. Er brachte ihr die Ziffern bei und die Buchstaben in ihrem Namen. P, U, T, Z, I. Und er brachte ihr die Ziffern und die Buchstaben in Spiegelschrift bei. Z, Er war ja Schriftsetzer. I, Wie der Vater, so die Tochter. Putzi. Putzi. Tagsüber, wenn er arbeitete, war Putzi bei mir. Manchmal bei meiner Schwester Gretel. Selten bei Michael. Ich habe mir große Sorgen gemacht und mir überlegt, was ich sagen würde, wenn schließlich alles auffliegen und Richard es womöglich mit dem Gesetz zu tun kriegen und ich dann als seine Zeugin aufgerufen würde. Ich würde sagen, er war Putzis Paradies. Und Putzi war sein Paradies. Und dann würde der Richter sagen, also jetzt einmal im Ernst, kein Kind heißt Putzi. Wie heißt sie wirklich? Und weder Richard noch ich könnten eine Antwort geben. So, da bin ich wieder. Na, Rück das Putzi raus. Putzi, Unser Vater hätte Richard gerne sein Leben lang Löwenherz genannt. Er tat es aber nur selten. Und wenn, dann tat er so, als meinte er es bloß ironisch und nicht zärtlich. Weil er fürchtete, der erwachsene Richard könnte sagen, lass das. Gefühle waren für unseren Vater ein unauflösliches Knäuel und für Richard nicht besonders interessant. Richard Löwenherz, der verschollene König, der am Ende von einem Sänger gefunden und aus seinem Verlies befreit wurde. Für unseren Vater bedeutete dieses Löwenherz, du bist mein Ein und Alles. Richard aber wollte niemandes Ein und Alles sein. So sehr hatten wir uns auf unser Brüderchen gefreut. Meine Schwester Gretel und ich. Ich damals 6, Gretel 8. Und als es dann auf dem Bauch unserer Mutter lag, war es allerliebst. Ist er nicht süß? Wir fütterten ihn mit dem Fläschchen. Lass mich auch mal. Wir waren stolz auf ihn. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Wir lebten damals noch auf der Tschengla, 1220 Meter über dem Meer. Das war unser Paradies, wo es nach Fichtenharz roch und manchmal nach Föhn, wo es Honiglöffelchen aus Elfenbein gab, eine ganze Schublade voll. Wir wohnten im Kriegsopfererholungsheim. Unser Vater war der Verwalter. Die Kriegsopfer verbrachten hier 2 Monate im Sommer ihren Urlaub. Sie tankten Sonne. Frühling, Herbst und Winter gehörte das große Haus unterhalb des Waldes uns. Uns ganz allein. Wir, das waren Vati, Mutti, Gretel und ich und Tante Irma, sowie eine Haushaltsgehilfin und eine Köchin. Einmal fiel uns der kleine Richard vom Tisch auf den harten Boden. Aus 70 Zentimeter Höhe. Gretel und ich hatten ihn wickeln wollen. Zwick ihn. Er sah aus wie tot. Warum ich?
Du zwickst ihn ja sonst auch. Das tue ich nicht. Ich drück ihn, aber nur leicht. Endlich hörten wir ein leises Saugen. Das war die Luft, die er einzog. Es wurde lauter und er schrie. Er wurde blau vor Schreien. Wir waren glücklich. Glücklicher als bei seiner Geburt. Er war nicht tot. Wir beobachteten ihn in den folgenden Tagen. Unser Bruder war wie vor dem Sturz, strampelnd, lachend, schauend, gurrend, schniefend, schmatzend. Aber in der Nacht, bevor ich einschlief, fiel mir immer wieder das Geräusch ein, als er auf den Boden gefallen war. Es war ein erwachsenes Geräusch. Ich dachte, so ein Geräusch macht ein Erwachsener, wenn er auf einen Betonboden fällt oder hingeworfen wird. Bei einem Säugling ist es leiser. Dieser Gedanke beunruhigte mich lange. Ich vergaß ihn, er kam wieder, ich vergaß ihn, er kam wieder. Und setzte sich als eine Warnung in meinem Kopf fest, dass erst wenn unser Bruder erwachsen ist, sich die Folgen des Sturzes zeigen werden. Es ist entschieden. Der Richard, der kommt zu mir. Richard war 5, als unsere Mutti starb. Ich nehme ihn mit. Und dann nahm ihn Tante Irma zu sich. Sie, die zierliche, vornehme, feine, hatte inzwischen einen Koloss von einem Mann geheiratet, 1,90 hoch, einen Blinden mit einer Stimme wie die Posaunen von Jericho. Und die Mädchen, die Gretel, die Monika und die Renate, die kommen zu dir, Kate. Ja, die Mädchen kommen zu mir. Tante Irma verwöhnte Richard. Wir Mädchen dachten mit Sehnsucht und Neid an ihn. Wir dachten, wir hätten ihn verloren. Unser Vater war zerbrochen. Er gab die Stelle als Verwalter auf und damit auch unsere Wohnung. Er wollte nicht mit uns sein, auch nicht mit Löwenherz. Er konnte sich nicht um uns kümmern. Man musste sich um ihn kümmern. Wir müssen zusammenhalten, wir 3. Wir 3 Mädchen hielten zusammen. Ja, das müssen wir. Wir waren bei unserer anderen Tante, bei Tante Kate, untergebracht worden. In einer kleinen Wohnung. 3 Zimmer für 8 Leute. Für Tante Kate, ihren Mann Theo, die 2 Söhne, eine Tochter und uns 3. Lebt unser Bruder eigentlich noch? Fragte die Gretel nach fast 2 Jahren unsere Tante Kate. Der lebt. Und wisst ihr was? Am Montag geht ihr ihn besuchen. Tante Kate schickte uns alleine mit dem Zug nach Feldkirch. Wahrscheinlich kam sie nicht mit, weil sie nicht sehen wollte, was sie uns 3 nicht bieten konnte. Ich bringe euch noch zum Bahnhof. Richard lebte in Vornehmheit, wir nicht. Bevor ihr fahrt, zeige ich euch etwas. Dreht euch um und rührt euch nicht von der Stelle. Gretel, pass auf. Sie haut jetzt ab und lässt uns zurück, wenn man uns nicht mehr brauchen kann. Umdrehen und Augen auf. Eine Banane. Sie hatte für jede von uns eine Banane gekauft und für sich selbst auch eine. Ich esse zum ersten Mal eine Banane. Ich zeige euch, wie man sie schält. Alle 4 waren wir der Meinung, nie etwas Köstlicheres gegessen zu haben. So, und jetzt ab in den Zug. Eure Tante wartet sicher schon auf euch. Oben auf der Dschengla, im Kriegsopfererholungsheim, war sie zwar auch unsere Tante gewesen, aber dazu noch die Angestellte unseres Vaters. Das Essen steht schon bereit, Kinder. Kommt rein. Das war, bevor sie geheiratet hatte. Ich muss zugeben, ich habe sie damals ein Stück unter uns gesehen. Vati war schließlich ihr Chef. Jetzt waren wir ein großes Stück unter ihr. Hallo. Seit unsere Mutti an Krebs gestorben war, hatten wir einander nicht gesehen. Seit 2 Jahren. Wir waren ihm fremd. Und er war uns auch fremd. Es gibt die Lieblingsspeise von unserem kleinen Prinzen. Ich warf Gretel einen Blick zu. Sie dachte, was ich dachte. Kartoffelpüree und Geschnetzeltes. Und Karotten. Ich mach sie mit Rahm. Er denkt, das sind die 2, die mich vom Tisch haben fallen lassen. Das mögt ihr auch, kann man nichts anderes vorstellen. Nach dem Essen gab es Kekse. Selber gebackene, wie zu Weihnachten. Obwohl Hochsommer war. Mit obendrauf einer Eigelbglasur. Über manche bunte Zuckerkügelchen gestreut. Jetzt habt ihr euren Bruder gesehen. Und? Seid ihr zufrieden? Wir nickten. Auf Wiedersehen. Daraufhin verließ Richard die Küche,
verneigte sich erst knapp vor Tante Irma und noch knapper vor Onkel Pirmin. Und auch vor uns. Ich gehe auf mein Zimmer. Er verneigte sich vor seinen Schwestern. Da war mir so traurig zumute. Tschüss, Richard. Grad, dass es mir gelang, das Weinen zu verschieben. Ich habe Richard nie unter etwas leiden sehen. Es ist langweilig ohne Putzi. Ich hatte immer den Eindruck, er habe über sein Herz einen Sturz aus Panzerglas gestülpt. Noch so viel vorgehabt mit ihr. Aber Kitty hatte ihm das Kind weggenommen. Ich habe Angst, dass sie die Ziffern vergisst. Und das brach Richard das Herz. Und die Buchstaben, die ich ihr beigebracht habe. Ich habe vergessen, der Kitty zu sagen, dass sie mit ihr üben soll. Sie vermisst sicher den Hund, den Schamasch. Jetzt hat sie eine Schwester, das schon. Aber eine Schwester ist kein Ersatz für einen Hund. Ich muss sie suchen. Gut, dann lass uns das Kind suchen. Und dann sind Michael und er zu dem Haus des Psychiaters gefahren. Das Haus war aus sonnengebranntem Holz, hatte weiße Fensterrahmen, große Fenster zum See hin, sehr hübsch. Warten wir. Sie warteten, bis es dunkel wurde. Und tatsächlich, im Haus wurde das Licht angeschaltet. Also wohnt dort jemand. Ja, Guten Tag. guten Tag. Ich wollte nur fragen, ob die Familie Eisentle hier wohnt. Nein, die kenne ich nicht. Okay, danke. War nett, mit dir zu reden. Magst du nicht reinkommen? Könnten wir weiterreden? Nein, danke. Ich muss den Eisentles dringend was ausrichten. Das ist Putzi. Magst du sie anfassen? Ich erlaub's dir. Wir könnten ein bisschen Rotwein trinken. Danke, vielleicht ein andermal. In den Wochen vor diesem Kennenlernen, als Richard viel Zeit mit Michael verbracht hatte, da hatte er immer wieder versucht, sich ein Bild von Kitty zu machen. In seiner Einbildung war sie ein naives und dabei raffiniertes Mädchen. Verantwortungslos, aber unschuldig. Verwildert und hilfsbedürftig. Es ist die Kitty. Sie lebt ja mit der Putzi. So war sie nicht. Nein, im Gegenteil. Sie war böse. Sie war durchtrieben. Ich muss schauen, was sie tut. Komm mit. Richard kannte das Haus gut. Er kannte eine gute Stelle neben einem Holunderbaum, von wo aus sie bequem ins Wohnzimmer schauen konnten. Lass mich mal schauen. Und da sah er sie. Putzi. Sie schaute direkt zu ihnen herüber. Ich hol dich da raus. Sie stand barfuß auf den dunklen Holzdielen, nur im Hemdchen. Michael sah Richard den Hang hinunterlaufen. Dann verlor er für einen Augenblick das Bewusstsein. Kam wieder zu sich, weil er noch einmal geschlagen wurde. Erst gegen die Schulter, dann gegen die Schläfe und wieder gegen die Schulter. Er krümmte sich am Boden zusammen, rollte über den Abhang hinunter, kam auf die Beine und lief, stolperte und lief. Komm schnell! Er lief zum Auto. Steig ein! Richard saß auf dem Beifahrersitz. Ich weiß, wer es war. Es war der Psychiater. Ich bin nur weggelaufen, damit er mich nicht erkennt. Und das ist gut. Man muss nämlich Anzeige erstatten gegen ihn. Du musst Anzeige erstatten. Richard war verzweifelt. Man muss den Sauhund endgültig drankriegen. Immerhin hält er ein Kind in seinem beschissenen Sommerhaus fest. Aber am Ende passierte nichts. Keine Anzeige. Nichts. Ich wache auf. Es ist noch dunkel draußen. Ich gehe hinüber in Michaels Schlafzimmer. Ich besuche ihn selten in der Nacht. Er kommt am Morgen zu mir. Fast jeden Tag. Hast du geträumt? Geträumt nicht. Mir ist so viel eingefallen. Weißt du, was wir ausgemacht hatten nach seiner Beerdigung? Nach Richards Beerdigung? Nein, was denn? Es war nicht erlaubt, die Urne nach Hause mitzunehmen. Aber wir wollten die Asche ausstreuen. In den See, bei den Baggerlöchern, wo er die Badewanne gefunden hatte. Aber die Urne ist im Grab versenkt worden. In dem Grab, in dem schon unsere Mutter lag. Vati stand krumm dabei. Sein falsches Bein vorne, das richtige hinten. Ein Gesicht.
Als ginge ihm das alles bloß auf die Nerven und nichts weiter. Und wir haben uns dann ausgemacht, dass wir in der Nacht auf den Friedhof schleichen, mit einer harten, dünnen, langen, spitzen Eisenstange. Du wolltest sie im Bauhof besorgen und sie in das frische Grab stechen, bis wir auf etwas Hartes treffen, eben auf die Urne. Dass wir sie durchstoßen und aufbrechen. Dass die Asche rauskommt und sich mit dem Wasser mischt, das bei Regen nach unten sickert, wenigstens das. Ich hatte genau aufgepasst, an welchem Fleck die Urne versenkt worden war. Wir hätten sie getroffen, aber wir haben es nicht getan. Ich erinnere mich wirklich nicht. Ihr müsst mich doch erinnern. Zumindest, dass ihr Eisenstange besorgen wollt. Aber ich habe es mit jemandem ausgemacht, das weiß ich. Ich denke, das hast du mit der Renate ausgemacht. Kann ich bei dir bleiben? Wenn du dir deine Decke holst. Michael hatte damals ordentlich eingesteckt. Er unterbrach den Kontakt zu Richard. Und Richard unterbrach den Kontakt zu ihm. Was tust du die ganze Zeit? Auch mich besuchte mein Bruder nur noch selten. Ich male. Auf Streichholzschachteln. Auch. Und was noch? Ich habe ein altes Fenster gefunden. Das stand auf der Straße. Dreiteilig. Unten 2 Flügel, oben zum Aufklappen. Das bemale ich. Den Rahmen normal mit Tieren und Pflanzen. Und dahinter, wenn man es aufklappt, ein Gemälde wie bei einem Altar. Er hatte sich die Haare wachsen lassen. Das Paradies oder so. Sie reichten ihm bis auf die Schultern. Die Scheiben mit Hinterglasmalerei. Und einen Bart hatte er. Das ist gar nicht so einfach. Einen langen unter dem Kinn. Da musst du nämlich umgekehrt arbeiten. Hast du etwas von Kitty oder Putzi gehört? Was? Michael erzählte mir nichts. Er wollte nicht darüber sprechen. Eine Zeit lang zog er sich auch von mir zurück. Da hatte ich Panik. Was hätte ich mit meinem Leben anfangen sollen? Ich war auf das Alleinsein nicht gefasst. Mein Mann und ich hatten vereinbart, dass wir uns im Frühling scheiden lassen würden. Und es ergab sich, dass Michael und ich uns 3 Wochen lang nicht sahen. 3 Wochen, obwohl wir in derselben Stadt wohnten. Ich rief bei ihm an, er nahm nicht ab. Dann suchte ich ihn auf, klingelte an seiner Wohnungstür. Er war nicht da. Ich dachte, er hat eine andere, eine weniger schwierige, mit weniger schwieriger Verwandtschaft. Ich setzte mich auf seine Schwelle und wartete. Es war Winter, ich fror, im Hausflur zog es. Ich besaß einen Schlüssel zu Michaels Wohnung, aber inzwischen schien es mir nicht mehr angebracht, die Tür aufzuschließen. Und wenn er drinnen am Boden liegt? Eine Folge von dem Schlag auf den Kopf. Er kam und wir sanken ineinander. Mein Bruder und Shamash gehörten inzwischen zum Stadtbild. 2 Käuze. Der Mann mit dem Hund. Dabei war er erst Mitte 20. Ich fand, die beiden sehen sich bereits ein wenig ähnlich. Ich lass dir Wasser ein. Zieh dich aus. Okay. Er zog sich aus, stand in Unterhemd und Unterhose vor mir, den Körper verbogen, die Beine im X. Schämst du dich vor mir? Na, Er ging ins Bad, schloss die Tür hinter sich und ließ sich in der Wanne aufweichen. Nach einer Stunde kam er wieder raus. ich bin fertig. Nein, es ist noch nicht zu Ende. Okay, Ich lass dir neues Wasser ein. okay, Setz dich rein. Ich seif dich ein. okay. Ich habe dich als Baby gewickelt. Du brauchst dich vor mir nicht zu genieren. Ich schnitt ihm die Haare und rasierte ihm den Bart ab. Erst mit der Schere, dann mit Klinge. 3 Klingen verbrauchte ich. Putzi. Hast du dir eigentlich jemals überlegt, wie sehr das Putzi darunter leidet, dass du sie nicht ein einziges Mal besucht hast? Es ist nur gerecht, wenn du mir das Putzi jetzt eine Zeit lang abnimmst. Klar. Gern. Ich brauch dir nicht erklären, warum das für mich wichtig ist. Und denk ja nicht, ich komme zu dir, weil ich sonst niemanden habe. Klar. Ich komme, weil es deine Pflicht ist, mir zu helfen. Brauchst du nicht. Bist du nicht, musst du nicht. Ja, bitte tu nicht so großzügig. Es ist nämlich nicht großzügig von dir. Es ist ganz einfach deine Pflicht. Klar. Und noch etwas.
Ich bitte dich jetzt ganz förmlich. Du brauchst nicht Ja zu sagen. Was denn? Dass du auch die Simone nimmst. Klar. Für wie lange? 3 Wochen. Putzi, ich bin's, der Mama. 3 Wochen später stand sie wieder vor der Tür, um ihre Kinder abzuholen. Komm, wir gehen jetzt nach Haus. Komm. Putzi lief weg und versteckte sich hinter Shamash, der bei der Heizung lag. Wir gehen jetzt nach Haus. Kitty wollte sie holen, aber der Hund richtete sich auf und senkte den Kopf und zog die Lefzen zurück. Gut, dann halt nicht. Kitty klemmte Putzi 2 unter den Arm und ging. Richard wartete. Gleich steht sie wieder vor der Tür. Alles nur Show, alles Theater. Alles Erpressung. Er wartete. Aber sie stand nicht wieder vor der Tür. Geh mal ins Bett, Putzi. Richard legte Putzi schlafen, sang ihr Pale Blue Eyes von Lou Reed vor. Das war inzwischen ihr Lieblings-Gute-Nacht-Lied. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Ein paar Tage vergingen. Sometimes I feel so happy. Und Kitty kam nicht wieder. But mostly you just Dann verging ein Monat, make me mad. ein zweiter, ein dritter, Mostly you just ein vierter, ein fünfter. make me mad. Linger on your Und schon war Sommer. pale blue eyes. Die Kinder hatten Schulferien und Richard verbrachte die Wochenenden zusammen mit Putzi und Shamash unten am See. Dort, wo er die alte Badewanne gefunden hatte. Die war inzwischen weggeräumt worden. Dort, wo Putzi ihren Papa und Shamash kennengelernt hatte. Die 3 waren Käuze. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Monika. Happy birthday to you. 30 Jahre. Ich wünsche dir, dass du 3-mal so alt wirst. Danke. Sag es ihr, sag es ihr. Was? Ich habe eine neue Freundin. Sie heißt Tanja. Denke ich heute an sie, Warum hast du sie nicht mitgebracht? fällt mir ihr Staunen ein. Putzi wollte es nicht. Staunen über beinahe alles. Bei Tanja war es, als würde sie vieles zum ersten Mal sehen, obwohl sie war Ende 20. Ich habe mir das immer gewünscht, die Welt anzuschauen wie zum ersten Mal oder zum letzten Mal. Und ich gebe zu, ich wollte mir Tanja klein halten. Wenn ich heute daran denke, schäme ich mich. Aber ich war die eifersüchtige Schwester. Sie gab sich vor mir untertänig. Ich mochte das nicht. Ich glaubte ihr nicht. Auch das Dauerstaunen in ihrem Gesicht nahm ich ihr nicht ab. Wie sie sich herrichtete, die Haare waren gefärbt, der Kajalstift war so raffiniert gezogen, dass auch eine geübte Konkurrentin auf echt hätte tippen können. Wenn Richard etwas sagte, was einen für ihn typischen Anflug von Absurdität hatte, flitzte ein Ausdruck gequälter mütterlicher Liebe über ihr Gesicht. Mein Schluss aus all dem: die Frau ist nicht naiv. Sie sieht anders aus, als sie ist. Die Naivität war gut gemacht. Möchtest du wissen, wie unsere Liebe entstand? Ich habe immer viel Angst gehabt. Immer. Und um meine Angst zu verlieren, tat ich das, was ich am meisten fürchtete. Nämlich einen Mann anzusprechen, der mir gefiel. Es sei sicher ein Fluch, dass sie nur das Außergewöhnliche lieben könnte, sagte sie. Und wenn ich einen außergewöhnlichen Menschen treffe, erkenne ich das sofort. Sie habe Richard oft gesehen, vom Fenster ihres Büros aus. Ich bin ihm nachgegangen. Wenn er mit Putzi an der Hand und Shamash daneben am Seeufer entlang flaniert ist, wie er geht, als ob er das Gehen erfinden würde. Bei jedem Schritt neu. Er hat die englische Krankheit gehabt als Kind. Ich habe mir einen regnerischen Tag ausgesucht, abends. Da habe ich ihn hinter dem Schirm versteckt verfolgt. Sie war ohne Lüge, ohne Taktik, ohne Berechnung, ohne Verteidigung. Ich habe mich in ihn verliebt. Auf der Stelle.
Sie habe herausgefunden, wo er wohne. Ich habe herausgefunden, wo er arbeitet. Sie habe herausgefunden, wie sein Tag ablaufe. Ich habe herausgefunden, dass er selten jemanden trifft. Manchmal einen Freund, nie eine Frau. Sie habe sich Worte zurechtgelegt, die sie zu ihm sagen würde, falls es dazu käme. Und dann? Es war wieder ein Regentag. Richard ist wieder ohne Schirm gegangen, Putzi ganz nah an seiner Seite, Shamash nass. Ich habe die 3 überholt, den Schirm Richard zugewandt, dann habe ich mich umgedreht und zu ihm gesagt, also ich habe herausgefunden, dass Sie malen, und zwar außergewöhnlich. Und zufällig habe ich eine Wand, die ein paar außergewöhnliche Bilder braucht. Ich male nicht für Wände, hat er gesagt. Aber in derselben Nacht war ich schon bei ihm. Vielleicht mag er mich nicht ganz so fest wie die liebe Putzi. Aber doch fast. Oder? Auf jeden Fall, sagte ich. Und dachte, sie ist wahrlich die Richtige für ihn. Sie ist gemacht für ihn. Mein Bruder hat seine andere Hälfte gefunden. Sie ist sein vernünftiger Teil. Oder er ihr Verrückter. Oder umgekehrt. Tanja war Wirtschaftsanwältin. Frau Dr. Tanja, Nachname folgt. Ich wollte das nicht glauben. Tanjas Familie entsprechend vorbelastet. Die Mutter ist Rechtsanwältin, der Vater Notar. Ihr 10 Jahre älterer Bruder ist ebenfalls Rechtsanwalt. Auch dass sie 3,5 Jahre älter war als Richard, wollte ich nicht glauben. Privat ist sie ganz anders als Geschäftsperson. Da ist sie knallhart. Im Juli heirateten die beiden. Am 21. Juli 1978, einem Freitag. Tanja hatte Flugkarten nach Athen besorgt. Aber die Tickets verfielen, weil Richard ohne Putzi nicht reisen wollte. Und mit ging nicht. Ihm ist nämlich eingefallen, dass Putzi gar nicht seine Tochter war. Dass sie weder in seinem Pass eingetragen war, noch einen eigenen Pass hatte. Und dass alles auffliegen könnte. Ich werde mich um eine Adoption von Putzi kümmern. Das sagte Tanja einen Tag nach der Hochzeit. Sie fragte nicht, ob ihm das recht wäre. Tanja hat bis zur Heirat bei ihren Eltern gewohnt. Aber sie besaß eine eigene Wohnung. Am Pfänderhang, das war die teuerste Gegend, fast wie an der Riviera, mit Blick auf den See, picobello eingerichtet, in einem Apartmenthaus. Aufsperren und schon ein Heim. Terrasse mit 50 Quadratmetern, 2 Badezimmer, eine Luxusküche, ein Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer, ein Wohnzimmer mit einer Halbetage. Buchenholz, Milchglas, Stahl. Nur wenige Male hatte sie dort übernachtet. Nun zog sie ein. Und Richard und Putzi taten das auch. Richard hat ein Hochzeitsbild gemalt, kurz vor seiner Heirat. Er hat es Michael geschenkt, weil er den Trauzeugen gegeben hat. Und zur Versöhnung. Größe 53 x 76 Zentimeter. Hochformat, schwarz lackierter Rahmen. Das Bild hängt heute bei uns im Bügelzimmer. Auf der Rückseite steht, mit Bleistift geschrieben, glücklich? Was willst du tun wegen Kitty? Ich habe sie gefunden. Sie lebt in Graz. Und weiter? Wenn sie sich weigert, das Putzi, also die Rosi, rauszugeben, machen wir sie fertig. Wer macht sie fertig? Mein Bruder, meine Mutter und ich. Und wie macht ihr das? Das, Monika, möchtest du lieber nicht wissen. Am Silvesternachmittag wanderte Richard mit Putzi und Shamash durch den Wald. Papa, was ist das? Das nennt man Feuerwerk. Das machen die, um die bösen Geister zu vertreiben. Uns aber nicht. Na, uns nicht. Warum nicht? Weil uns die bösen Geister mögen. Warum? Weil wir einen Hund haben, vor dem sie sich fürchten. Wo der Wald dicht war, konnten sie gut gehen in ihren hohen Schuhen. Und erst gingen sie ja noch auf einem Weg, der war gebahnt. Putzi war eine geübte Spaziergängerin. Wann immer Richard Zeit hatte, waren die beiden unterwegs. Am liebsten im Wald. Am liebsten ab von den Wegen. An diesem Abend, an diesem Silvesterabend, hätten sie Shamash zu Hause lassen sollen. Silvester, das ist mir noch im Ohr. Das hat unser Onkel Lorenz gesagt, als wär's ein Sprichwort. So hat er es vorgetragen. Silvester ist Glückstag für den Wilderer. Begründung?
Kein normaler Bürger geht an diesem Tag in den Wald. Überall knallt es. Da fällt ein Schuss nicht auf. Richard erzählte mir später, er habe die Fußspuren im Schnee gesehen. Es war finster und trotzdem habe ich sie gesehen. Er habe sich nicht gewundert, gerade nur gefragt habe er sich, wer da sei wie er. Ich dachte, das ist ein Wanderer, wie wir, wie Putzi und ich. Shamash sprang im Schnee herum, wie wild geworden. Er hatte Freude. Putzi mühte sich hinter ihm her, aber er verschwand. Er ist in den Wald, wie so oft. Und in dem Augenblick, als Putzi Shamash wieder aus dem Schnee springen sah, hörte sie den Schuss. Shamash! 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 Den ganzen Weg bis nach Hause hat Richard den Hund getragen. In den Armen getragen wie ein krankes Kind. Über den Schultern getragen wie eine Beute. Richard war bald mit seiner Kraft am Ende. Dass uns das passieren muss. Er ließ Shamashs Körper auf den Zimmerboden fallen und fiel daneben nieder. Schlief augenblicklich ein, wachte augenblicklich auf. Wo ist der Shamash jetzt? Noch eine Stunde lang zitterten ihm die Arme von der Anstrengung. Putzi war ganz leise. Sie saß im Schneidersitz neben dem toten Hund, hatte ihre Schuhe noch nicht ausgezogen. Um sie herum war eine Lache von schmutzigem Schneewasser. Ihre Hände waren blutverschmiert, weil sie Shamashs Kopf streichelte. Das 1 Kilometer Fußweg von ihnen entfernt, Tanja in der schönen, warmen, wohlriechenden Wohnung, vor dem mit Kerzen geschmückten, mit Köstlichkeiten gedeckten Tisch auf sie wartete, vergaßen sie. Wie ich Richard kannte, hätte er in dieser Stunde sogar nachdenken müssen, welchen Namen seine Frau hatte. Er war abwesend. Er konnte Leid nicht ertragen. Ich will juristische Schritte einleiten. Dass Kitty nicht nur das Sorgerecht für ihre Tochter entzogen wird, sondern dass sie gezwungen, überredet wird, das Kind zur Adoption freizugeben. Und vielleicht geht das nur über eine Teilentmündigung. Ich meine, diese Frau hat sich als vollkommen ungeeignet erwiesen, auf ihr Kind aufzupassen und für das Kind zu sorgen. Im Unterschied zum Vater, der ein liebevoller Vater, ein sorgfältiger Vater, ein verantwortungsvoller, herzensguter Mann ist. Außerdem, wenn ich das Adoptionsrecht bekomme, dann wird das Putzi in einem tadellosen, kultivierten und vermögenden Haushalt aufwachsen. Wer weiß, vielleicht ist Kitty auch froh. Vielleicht geht es ohne Gericht. Mit Geld. Sicher war es ein Fehler, dass Tanja nicht zuerst mit Richard sprach. Mich schreckt auch eine große Summe nicht ab. Aber das machte nichts. Es geht um einen Menschen und sein Glück. Es wäre auch andersherum alles gekommen, wie es kam. Um 2 Menschen. Um 3 Menschen. Und wenn Kitty das Geld nimmt, dann sogar um 4 Menschen. Warum sagst du immer Rose zu mir? Weil du Rosi heißt. Ich heiße aber nicht Rosi. Heißt du Rosemarie und möchtest, dass ich dich so nenne, weil du schon groß bist? Ich heiße nicht Rosemarie. Heißt du Roswitha? Nein. Rosalinde? Nein. Rosina? Nein. Wie heißt du denn? Ich heiße Putzi. Aber so heißt kein Kind. Kein Mensch heißt so. So sagt man zu einem Kind. Das ist ein Kosename, ein Spitzname. Aber heißen tut man nicht so. Nicht wirklich. Putzi, bitte. Ich muss doch wissen, wie du heißt. Ich weiß es nicht. Sie schrieb einen Brief an Kitty. Mach auf! Wenige Tage danach stand Kitty vor Richards Tür. Mach auf, hab ich gesagt, mach die Tür auf! Vor der Tür seiner alten Wohnung. Mach die Tür auf! Sie war nicht allein gekommen. 3 Männer waren mit ihr. 2 Schränke und ein normaler. Her mit dir! Ich bin Jurist. Hier meine Karte Her mit dem Putzi! und mein Ausweis. Und wenn Sie Schwierigkeiten machen, bekommen Sie Schwierigkeiten. Aisha Roja, komm raus! Komm sofort zu deiner Mama! Richard war noch nicht ganz da. Aisha Roja! Während er die Männer anglotzte, marschierte Kitty an ihm vorbei, zog Putzi vom Bett herunter und zerrte sie am Ärmchen aus der Wohnung hinaus und die Stiege hinunter. Kitty schob das strampelnde, schreiende und kratzende Kind auf den Rücksitz, knallte die Tür zu, stöckelte um den Wagen herum, stieg ein
Und schon fuhren sie ab. Da rannte Richard gerade zur Haustür heraus. Und er rannte hinter dem Auto her. Rannte, wie er nie in seinem Leben gerannt war. Der Schmerz der englischen Krankheit in den Hüften machte nur, dass er schneller lief. Nicht einmal rufen oder gar schreien konnte er, denn alle Kraft brauchten jetzt seine Beine. Er rannte noch, als er das Auto nicht mehr sah, rannte durch die Stadt und auf die Bundesstraße, aus der Stadt heraus, rannte, bis er zusammenbrach und auf dem Grasstreifen zwischen Straße und Radweg liegen blieb. Da war er 25 Jahre alt. 5 Jahre noch hat er gelebt. Ich weiß wenig über diese 5 Jahre. Erst haben wir nichts von ihm gehört, auch von Tanja nicht. Ich dachte, obendrein haben sich die beiden scheiden lassen. Haben sie nicht. Tanja aus Beharrlichkeit und Treue nicht, Richard aus Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit nicht. Ich besuchte Tanja in ihrer Superwohnung. Ich rechnete nicht damit, Richard zu treffen. Richard ist auf dem besten Weg. Über den Fußboden lagen Akten ausgebreitet. Überall Unterlagen. Ich werde in der Sache nicht weiter tätig sein. Richard wünscht sich einen Schlussstrich. Ich auch. Woran merkst du, dass er auf dem besten Weg ist? Er hat sich verändert, weißt du? Er hat angefangen zu trinken, er raucht Gras, er will sich an nichts erinnern, er wäscht sich nicht mehr. Er ist also bald am Tiefpunkt angelangt und dann kann es nur aufwärts gehen. Malt er? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Oben. Hier lebt ein Artefakt. Opa! Ich bin's, Monika. Ich will nur wissen, ob du malst. Schau dir die Bilder an. Dann geh bitte. Ich zählte 25 Bilder. Über jedem Bild stand klein mit schwarzer Tusche: unberührt. Richard, hörst du mich? Kannst du mir verzeihen? Du hast nie ein Bild von mir gemalt. Was habe ich dir bedeutet in deinem Leben? Ich hätte mich mehr um dich kümmern sollen. Habt ihr meine Urne durchstoßen, damit sich mein Staub mit der Erde mische? Das wolltet ihr doch tun, du und Michael. An dem Tag, als ich mit den Kindern nach Lindau fuhr, um Feuerwerkskörper zu kaufen, sah ich in den seidenen Himmel hinauf und erlaubte den Kindern, die Turnschuhe auszuziehen, obwohl es dafür viel zu kalt war. Zu Hause wartete Michael vor der Tür. Ich muss kurz mit dir allein sein. Ja, gut. Der Richard hat sich das Leben genommen. Gerade fällt mir ein Wort ein, von dem ich nicht weiß, ob es noch etwas taugt. Schlafesruh. Es kommt in einem Kirchenlied vor. Ich nehme es für Richard und es beruhigt mich. Löwenherz. Hörspiel nach dem Roman von Monika Helfer. Mit Dörte Lisewski, Emanuel Fellmer, Sarah Viktoria Frick, Johannes Silberschneider, Elisabeth Adam, Martina Eben, Alina Fritsch, Martina Spitzer, Julia Koch, Mara Romey, Rada Ray, Katja Kolm, Sonja Romey, Jakob Zögernitz und Rainer Galke. Komposition Fatima Dann. Ton und Technik Martin Leitner, Jakob Kainz, Melanie Inten und Thomas Rombach. Regieassistenz Magdalena Burkhardt. Bearbeitung und Regie Elisabeth Weilenmann. Produktion Hessischer Rundfunk zusammen mit dem Österreichischen Rundfunk und dem Schweizer Rundfunk 2024. Dramaturgie und Redaktion Cordula Huth.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.